Petrus sagt, was ähnlich hier in 1. Petrus 4, Vers 1, er sagt, du wirst Christus im Fleisch geleden haben, Matji so gesonnen sein, als heu wir. Als Christen soll wir so gesonnen sein, als Jesus wir. Über was meint Petrus damit? Und das ist diese Frau, die im Zentrum von der Serie sein wird, die wir von der Marius mit Gottes Haupt anfangen werden. So von der wird ein bisschen eine Anleitungsgottesdienst sein in dieser Serie. Und dann eben der nächste sind, wo wir dann diese Serie dann wieder betrachten, um zu lernen und besser in Klare zu sein, was das meint, so gesonnen zu sein, als Jesus Christus wir. So zu denken, als wo Jesus denken wird, als er Mensch wir. So gesonnen zu sein, als Christus wir, müssen wir erstens weiten, was Christus für uns zu tun hat, was er durchgegangen ist, was er selbst belebt hat, als er Mensch auf dieser Welt wir. Und dann müssen wir wahrlich sein, seinem Beispiel nur zu folgen. Bloß zu weiten, wo er wir und wo er gehandelt hat, ist nicht gut genug. Wir wollen auch sein Beispiel selbst persönlich annehmen und nur folgen. Wir losen, wie es Christus am Fleisch geleden hat, Matji so gesonnen sein, als wir. Und wenn wir in Kapitel 3 blättern, dann lesen wir mehr darüber. Zum Beispiel Vers 18. 1. Petrus Kapitel 3, Vers 18, wer seine Bibel nach oben hat. 1. Petrus 3, Vers 18. So sagt Petrus, wie es Christus starb, auch einmal für all uns Sünder, der Gerechte für die Ungerechte, dass er uns mit Gott taub bringen kann. So gesonnen zu sein als Christus, gesonnen wir müssen wie Jesus seinen Tod erfahren haben. Und das wäre eine Antwort, was wir auch von der Marius hielten. Wir müssen dort erfahren haben, was Christus erfahren hat. Und das kriegt, was Paulus uns auch in Philipper Kapitel 2, Verse 5 bis 8 sagt. Philipper 2, Verse 5 bis 8. Und redet der King Gottes hier, wo sie untereinander sollen sein. Das sagt hier Philipper 2, Verse 5 bis 8. Sieht untereinander so gesonnen als Christus Jesus, selbst wir. Mehr kriegt dieselbe wird. Und dann sagt er, Jesus wir von seiner Natur her Gott, aber dort sah er nicht so an, dass er dort mit Gewalt festhalten muss. Und dann plottet er gleich, wo das hier geschrieben ist. Er tragt sich dort, so als Gott sein üt. Nimm eine Gestalt an, als ein Knecht, und war dadurch so als wie Menschen, geboren als ein Mensch. Und dann sagt er, demutig möge er sich gering und ward gehorsam bei dem Tod, ja bei dem Tod Kreuz. So gesonnen zu sein als Christus, wir müssen wieder an unsere Sünden sterben und nicht Leben an Christus kriegen. Und das passiert bloß dann, wenn wir vom Harten glauben, dass Jesus für unsere Sünden starb und dann mit reumütigem Harten unsere Sünden nach Gott bringen und um Vergebung dann fragen. Die Bibel sagt uns in 1. Johannes Vers 9 von Kapitel 1, 1. Johannes 1, Vers 9, das sind die besten von meinen Lieblingsverse, das sagt hier in 1. Johannes 1, Vers 9, wenn wir unsere Sünden bekennen, dann ist er, nämlich Jesus Christus, dann ist er treu und gerecht und er vergibt uns die Sünden und er reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Das gibt uns eine Heilsgewissheit. Wenn wir das tun haben, dann können wir wissen, dass Jesus Christus treu und gerecht ist. Er wird dort tun für uns. Er verspricht dort uns. Wenn wir unsere Sünden bekennen, dann ist Jesus treu und gerecht. Und er vergibt uns die Sünden. Und er reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Paulus sagt in 2. Korinther 4, Vers 17, dass wenn wir das belebt haben, dann sind wir an Christus. Und sind zu nie Menschen gemerkt worden, dort, wo wir vorher wären, sind wir nicht mehr, sagt Paulus. Wir sind nie, was nie geworden. Und das ist auch ein wunderbares Bild. Wir sind, was nie geworden. Wir sind an Christus gestorben und mit am Tod abgestoßen. Und wenn wir wollen so gesonnen sein als Christus, dann müssen wir an Christus sein. Dort heißt, wir müssen von nie geboren worden. Und das habe ich mal von gehört nicht, wir müssen von nie geboren worden. Wo steht dort in Gottes Wort?
John chapter 3, very good. Johannes 3. Ja, wir machen vom Nien geboren worden, sagt Jesus. In 1. Petrus 3 redet Petrus auch von Deipen. Woran? Das Bild vom Sterben, Jesus Sterben und mit Christus abstehen, besser zu beschreiben. Er sagt in Vers 21 von 1. Petrus 3, Vers 21, Daran wird es sein, was Deipen für uns bedienen soll, dass es nicht dort uns durch den Dreieck vom Körper gewaschen wird, aber dort wie Gott in einen gaudet Gewassen freuen. In meiner englischen Übersetzung, du sagst dort ein bisschen anders, dort sagt du, dass Deipen ist ein Beweis, dort wie ein gaudet Gewassen vor Gott haben. So, indem wir uns im Glauben Deipen luten, wiesen wir der Welt, was wir innerlich, persönlich belebt haben, dort wir zu unseren Sünden starben und über ein Christus abgestoßen sind. Wir lesen auch in Römer 6. Römer 6, der hat Paulus geschrieben, die Verse 3 bis 4. Römer 6, Verse 3 bis 4. Oder weißt ihr nicht, dass wir alle, die wir in Christus Jesus gedeibt sind, an seinen Tod gedeibt worden? Wir werden durch den Deipen mit am Taub am Tod begruft, dass so aus Christus durch den Fuder seiner Herrlichkeit können vom Tod abgewehrt worden, wir können in ein neues Leben wandeln. So, Petrus und Paulus, die erklären, dass wenn wir ans Deipen luten, das meint nicht, dass du durch das wie gerat wollen. Petrus sagt ganz klar, dort Wut, wenn wir ans Deipen luten, dort wurscht unsere Sünde nicht wahr. Das ist bloß ein Beweis, was Jesus persönlich für uns getan hat. Dort wir nun seine Kinder sind, dort wir zu unseren Sünden gestorben sind und tot mit ihm abgestoßen sind. Dort ist ein klarer Beweis. Dort ist so wichtig, dort wir das belebt haben. Ja, wir Kinder Gottes sind, wenn wir nicht persönlich zu unseren Sünden gestorben haben oder sind. Wir können nicht. Wir müssen dort erfahren haben, was Jesus uns anbieten wird. Jesus sagt, die müssen von mir geboren worden. Und dann Nikodemus, der früh am Wort, was er datiert. Ja, er hat am Anfang nicht verstehen. Wo ist das möglich, von mir geboren zu werden? Kann ich meine Mutter lief nennen und war geboren worden? Ich kann das bloß nicht begreifen. Und dann sagt Jesus zu ihm, Weizwort, dort die Matz, eine Matz vom Wutter und jetzt geboren worden, um seilig zu werden. Und dann Luther, ich sehe mich sicher, dass heute das Luther verstehen können, wenn wir lesen, wo er dann tot mit Josef von Arimathea schaffen deit, Jesus in Leib für Begräbnis reit zu merken und alles, dass er wirklich an Jesus glauben deit und das persönlich belebt hat. So, wir müssen von Nien geboren worden. Bekehrung, so wie wir dort nennen, ist ein frischer Anfang mit Gott. Wenn wir uns Deipen luten, dann wissen wir die Welt unseren Wunsch, ans Leben frisch mit Gott anzufangen. Sei wir, das hat alles mit neuen Anfängen zu tun. Und das Krieg, wovon Petrus reden wird, werden wir wieder lesen. Ich lese weiter 1. Petrus 4, Verse 1 und 2. Wie es Christus am Fleisch gelitten hat, mat je so gesonnen sein, als wir. Wer am Fleisch lieden wird, darf sich mit den Sinnen nicht mehr auf, so dass die jene ewige Lebenszeit nicht nur jene menschliche Leidenschaften leben, aber so als Gott dort will. So wenn wir wollen, so als Christus gesonnen sind, dann können wir nicht mehr so leben, als wir erst einmal lebten, als wir nach dort in unsere Sünden wären. So, du musst ein Unterschied sein. Petrus sagt, laut der Zeit, die je hingejünt haben, taurigen, so gelebte haben, als die Völker dort gut geht. Dann gibt er auch gewisse Beispiele, von was er meint. Vers 3 bei, und Geschlechtssünden, und Lust oder Dummheiten, und Trinken, und Freten, und Süpen, und Anbandchen oft Jatterdeins. Du sind viele Menschen, die sich selbst Christen nennen, die Krieg so ein Leben führen wollen, als was sie erst einmal deuten und hatten, vor dem, dass sie Christus fangen. Was sagt Gottes Wort, was sagt die Bibel? Well, Paulus ist nur klar, wenn wir sehen wird in Epheser Kapitel 4 lesen, dann, Epheser 4,
Du sagst in der Verse 17 bis 24, als eine längere Aufschnitt über seine Wirtfall für uns, von der Marius. Epheser 4, wer mitlesen will, wo ich die Verse 17 bis 24 lesen. Epheser 4, 17. Paulus sagt, was ich jetzt nu sei, als so aus der Herr dort haben will. Je soll nicht mehr so leben als die Völker, die an nichts Wirtvolles denken. Mit ihren Gedanken grieben sie am düsteren Rahmen und haben keinen Anteil an das Leben von Gott, wie sie von Gott nicht weiten und im Hort blind und verstockt sind. Sie sind stamp geworden gegen alles, was irgendet gewesen an sein können. Sie leben hochher, luten sich in abscheuliche Sachen gehen, ohne sich zu schämen. So wird er je an Christus nicht gesehen und auch nicht von ihm gelehrt. Dort ist, wenn die überhaupt von ihm gelehrt haben. Wie es an Jesus habe, die volle Wahrheit, seid dort je von dem allen Mensch loskommen, der ihn so leben mög, als die Deiden, und der sich durch seine unschmerende Last Salz an den Grund brach. Je sollen durch den Jesus vom Grund ab ein Säul und Sinn nie Menschen worden, die Gott seinem Bild in Gerechtigkeit und Herrlichkeit geschaffen sind. So, das sind sehr strenge Werte. Jemanden von dort alle Menschen losworden. Seid dort je von ihnen losworden, sagt er hier. Und dort wie dort wie heilig sollen sein, dort wie sollen nicht mehr in dort alle Menschen leben und gehorchen. Christus hat uns zu nie Menschen gemerkt, dort alles wird mul wir es nicht mehr, so ein Leben, das wir erst einmal hatten, kann wir nicht mehr haben. Und hier will ich auch sagen, weil wir nicht mehr haben. Hast du nicht so dort? Weil wir uns bekehren dann weil wir von dort alles weich sein, los sein. Hast du nicht so dort? Wegen wann das nächste dort wir, woran würden wir uns dann bekehren? Weil wir bloß wieder so dort leben wollen. Wir weiten, wo schlecht das ist, in unseren Sinnen festgebunden zu sein. Wir wollen los worden, frei worden, zu was nicht gemerkt worden. Und hier sagt Paulus, und so ist das auch, so hat Gott das geplant für uns. Dort wollen wir uns bekehren, wollen wir uns leben, Gott geben in der Sinne Vergebung, freuen und Jesus Christus glauben, was er für uns zu tun hat, wer er ist, dann soll wir anders sein. Und dort können wir uns nicht tun, aber wenn Jesus Christus uns vergeben wird und dann uns hart nie mehr wird, reinwaschen wird, dann soll wir zu was nie gemerkt. Dann soll wir von das alles los sein, dann soll wir anders leben. Das alles Mensch mit all unsere Fähigkeiten sind in Haft Gott am tiefsten Meer geschmeten. Im Petrus hat uns mal ein paar Beispiele gegeben von Sünden, die wir vielleicht erst einmal deuten, als wir noch von Christus wieder aufwählen, Dinge, die wir nicht mehr tun sollen. Und das ist nicht mein Wort. Das ist Gottes Wort, wenn ich diese Dinge nicht erwähnen darf. Okay? Gottes Wort sagt, Paulus sagt, erst einmal, wie je in jene Geschlechtssünden, so sexuelle Sünden, Lust oder Dummheiten trieben, Trinken, Freten und so weiter. Wir würden aber noch manche andere Dinge erwähnen können, die hier auch gleich so gut anpassen würden, die Paulus auf andere Städte erwähnen wird. Zum Beispiel unser Wirt. Soll wir als Kinder Gottes fliegen? No. Soll wir liehen? Nee. Soll wir Schlechtes über andere Menschen verteilen? Auch wenn das reich ist. Auch wenn das stammen wird. Soll wir einmal das Schlechtes von Menschen, andere Menschen verteilen? Actually nicht. Wenn wir jemanden abrichtig warnen wollen, zum Beispiel wir wollen mit jemandem taub down, und wir weiten kommen, du hast ein Gefahr, dann hast du reich, als Warning zu sein.
Aber dort wie immer bloß das Schlechte von anderen Menschen vertellen, dann dort hier nicht die Kinder Gottes. Wo sollen unsere wird sein, liebe Geschwister? Positiv, ja. Wonach? Lieblich, voll Liebe. Wonach? Encouraging, ermutigend, nicht? Andere Menschen abbühen. Paulus redet so viel von anderen abbühen. Und jedes Mal, wenn er in einen Brief schrieb, dann möchten wir durch eine Hauptursache. Die Kirchen, die hatten damals nur große Troubles, verschiedene Dinge an der Kirche, was Paulus eben was sein will und so weiter. Aber meistens fängt er seinen Brief an sehr positiv. Er ruft das Positive, was die Menschen deuten für Gott. Und er will die ermutigen, abbühen. Und dann lud er, dann kommt er in die Hauptpunkte 3 und er erwähnt, mal, ich kann je mal die tun das und ich will ihnen helfen, das ist nicht ganz reich, was die tun. Die sind leider so das tun. Das hat Jesus uns gewiesen. Positiv sein. Und ich weiß, in unserer Welt von der und da kann das nur negativ looten. Und wo sind wir über das Kinder Gottes? Haben wir eine negative Einstellung oder haben wir eine positive Einstellung, was an einer lebenden Hoffnung gewartet ist? Du musst eine lebende Hoffnung zu sein und zu hören sein, nicht? Gott ist noch da. Das ist viel düsterer gewesen als nu. Wie kann taub als Kinder Gottes taub kommen und Gott umbeten, ganz öffentlich und frei und up. Und weil wir das auch tun und dann für unsere Regierung ernstlich beten, dass Gott uns bessere Teil schenken wird und dass Gott uns auch helfen wird, sein Wort im Evangelium zu verbreiten. Oder wo looten wir von Büten? Wenn Menschen nach uns kicken, dann ist das auch zu sein, dass wir Kinder Gottes sind. Gottes Wort sagt, Paulus sagt in Römer 12, Verse 1 und 2. Und hier will ich bloß erstens sein. Meistens, wenn wir von Kleidie oder so eine Sachen reden, oder wo wir von Büten looten, dann denken meistens, okay, nu redet er nicht der Frühest. No, Paulus schreibt diese Dinge an die Männer auch. Er fängt an mit dem Wort Brüder. Und dann sagt er in Römer 12, Verse 1 und 2, Brüder, wie es Gott so viel Gnut und Mitleid und Jünd bewiesen hat, ermahn auch jün Körper Gott zu geben als ein heiliges, lebendiges Opfer, das Gott annehmen kann. Lutet jün jährlicher Gottesdienst sein. Und stellt jün nicht mehr so an, aus dieser Welt wird. Je sollen durch jene nie Gesinnung, wie denken nie anders, wie sind verändert worden, geworden. Dort je weiten kann, was Gott sein wollen, was gut, was angenehm und was vollkommen ist. So, wir haben eine neue Gesinnung, wir haben eine neue Weich, wo wir denken sollen. Und die Frage dann ist, von dieser Welt, stellen wir uns so an, aus dieser Welt dort, und es gesagt, soll wir weltlich gesonnen oder soll wir als Christus gesonnen? Das gibt mal bloß die zwei Gruppen, nicht? Also nicht so dort, wir können so gesonnen sein aus der Weltmenschen und wir können so gesonnen sein aus Christus wir. Wir können zu Gottes Volk gehören oder zu all den anderen gehören. So lehrt Gottes Wort uns. Wenn andere Menschen nach uns kicken, kann der Jesus an uns beiden sein. Erster zu sein. Kann Menschen eine Stelle live zu Jesus an uns sein oder pro wie immer andere Menschen zu wissen, was wir sind oder was wir eignen oder was wir haben, wo gut wir sind, wo klug wir sind, wo reich wir sind, was immer. Da wir Gott verherrlichen oder da wir pro wir uns selbst zu verherrlichen. Wo wir Christus gesonnen. Und dann sagt Petrus in uns Einladungstext, dort Menschen wollen dort sein können, wann wir Christus vom Horten angenommen haben. Wo? Well, erstens, indem wir nicht mehr sündigen. Nicht? Vers 2 sagt, sicher wollen jene fähige Freunde sich wundern. Wundern, dass die nicht mehr lastig an ihrer Gottlosigkeit mitleben
Und sie wollen auch über jün spotten und lachen. Wenn du ein Kind Gottes von dir bist, dann weißt du, wie schwer das vielleicht am Anfang für die wirst, als du Jesus annimmst. Und das ist nicht immer rein, wenn wir von so einer Familie sind, wo die meisten Gott dienen, dann ist das anders gewesen, aber vielleicht wenn die Eltern nicht Kinder Gottes sind, oder die Geschwister nicht sind, oder die Freunde, die eine Mulhorden nicht sind, dann wird das am Anfang nur schwierig. Was proben unsere vier Freunde, oder was passiert für ihn, wenn einer ein anderes Art Leben führen deit, ein schlechter Freund hat, und dann sich bekehren deit? Was tun die anderen Freunde dann? Die halten sich weich für ihn von einem. Ja, habe ich das mal persönlich belebt? Das ist es dort. Und manchmal ist es auch wichtig, dass wir von denen auch weich halten. Ist es nicht so dort? Wenn wir weiten, dann die wollen uns immer weiter proben und die alle Sünde nannte bringen, dann ist das vielleicht am Anfang sehr fern, dass wir von so einer Freund uns weich halten. Ich weiß so, wie das für mich, als ich mich bekehrt, ich habe so eine Freund, die nicht gute Beispiele werden für mich, und ich weiß, wenn ich vom Herzen Gott dienen will, dann muss ich wenigstens von der weich bleiben. Und manchmal werden sie auch von einem weich bleiben. Wonach? Was los wie groß? So, wir losen, die wollen dort sein können. Und dann, was wollen sie tun über uns? Spotten, nicht? Und lachen sogar. Wenn das klar zu sein ist, dass sie nicht Erfolg wollen haben, und zwar in so ein Leben zu locken, dann wollen sie uns dann lachen. Spotten über uns. Und das schwör, das kann sehr schwer sein. Und deswegen sagt Petrus im 5. Vers, sondern was das tun, wollen sich noch mal für den verantworten machen, die du reit hast, die leben dir auch, die du dir zu rechten. Sie wollen Rechenschaft aufgeben machen, wo sie uns behandeln. Und wenn wir drei die Gedanken gehen, dass wenn Menschen von uns weich halten oder weich bleiben wollen, was ist die große Ursache dafür? Woran werden viele alle Freunde nicht mal mit uns taub sein? Die fühlen sich schuldig, die fühlen sich schlecht. Woran? Ja, viele sehen das selbst an. Die kicken einem und glauben, Kimmel, das wünsche ich für mich auch. Aber ich will noch meine Sünden da. Ich will noch nicht mich bekehren. Und die fallen sich schlecht über, wo sie nie leben da. Und wenn wir ein Leben führen, wo durch Gott verherrlicht wird, dann dachen wir aus klar dachende Lichter in eine sehr düstere Welt, und wo Gottes Licht dachen wird, du offenbart Gott Sünden. Nicht wie. Gott geht dort. Durch uns. Das merkt Menschen sehr armutlich. Und Jesus erklärt in Johannes 3, Verse 20 und 21, wie es wer sich an beise Worten äuft, kann das Licht nicht verdrehen und kommt auch nicht im Licht, dort seine Worten nicht sollen für ein Dach kommen. Aber wer die Wahrheit tät, kommt im Licht, dort der klar zu sein ist, dort seine Worten in Gott gedulden sind. So, wenn wir Kinder Gottes sind, wenn wir am Licht wandeln, dann ist es klar zu sein, dort wir Kinder Gottes sind. Und durch uns handelt, wo wir andere Menschen behandeln und wo wir uns benehmen, dort wird wie ewig ein Wort sein. Worte zu sein, du hast nie was anderes an uns bein. Wir sind zu was nie gemerkt. Und wir wissen, dass wir auch eine Abgabe haben, Gottes Wort zu verkündigen. Und wir sollen andere Menschen von Jesus vertellen, aber das ist nicht ab uns, die zu verurteilen. Das ist Gott als. Wir sollen dort Gute nur recht bringen. Und die Weichwiesen, wo sie dort selbst beleben können, was wir all genommen haben, was wir persönlich all erfahren haben. Und weil wir aber nicht vergessen, dass nicht alle uns utlachen wollen, Jesus sagt mal, so lasst auch ein Licht für die Menschen scheinen, dass sie eine gute Worte sein, und was dann? B3, ja?
Vater im Himmel preisen, jün Vater im Himmel zu verloben. Woran würden gottlose Menschen den himmlischen Vater loben? Wollen sie selbst bekehren dann, nicht? Wir loben Gott, dass er uns als Weichwieser geschenkt hat. Und was wir wollen Krieg dort wählen, was wir in Christus belebt haben. Und dort gibt uns eine Gelegenheit an, Christus zu wiesen. Und wenn wir wollen solche Sachen sein, aus Christus wir machen, wie erstens dort belebt haben, wo Christus selbst belebt hat, wir machen sterben, jährlich sterben und vom Tod abstehen. Und Petrus sagt, wer am Fleisch leiden wird, gibt sich mit der Sinn nicht mehr auf. Zweitens, wir machen ein herrliches Leben führen. Wir können nicht dort dasselbe Leben führen, das wir mal hatten, was halb der Bekehrung dann. Und dann bringt das zu unserem dritten Punkt, wenn wir wollen solche Sachen sein aus Christus, sondern wir machen wie den Verlangen haben, Gottes Willen zu tun. Gottes Wort sagt, wir lesen 1. Petrus 4, Vers 2, so dass jene ewige Lebenszeit nicht nur jene menschliche Leidenschaften leben, aber so aus Gott dort will. Viele Menschen sagen, wenn ich erst alle sehe, dann will ich mich bekehren, ich will erst leben, so ich will, und dann will ich im Leben, dann will ich Gott noch annehmen, so dass ich auch im Himmel ankommen kann. Aber hier sagt Petrus ganz klar, wer am lebt in ewiger Lebenszeit, nicht nur jene menschliche Leidenschaften, aber so dass Gott will. Wir haben so eine harte Zeit, für Gott was Gutes zu tun. Gottes Recht zu bühren mit Gottes Haupt. Wenn wir ihn leben, dann Gott annehmen, dann, was wollen wir dann zu wiesen haben? Gott wiesen, was wir für ihn tun haben. Wir wollen uns sehr clean feilen, sehr aufschmieren und schämen. Wenn wir uns in unsere jüngeren Jahren Gott annehmen, dann haben wir nach der ganzen Lebenszeit für Gott zu schaffen. Jährliche Frucht für Gott zu sammeln. Und nicht, dass wir dann Leute wollen, Beruf, die eben sagen, über Gott, was dann an sein kann, die gute Knecht. Die gute Knecht. Und das, was wir wollen von Gott hören, wenn wir ihm begegnen. Dann. Die Menschen, die nicht wahrlich sind, ihr alles Leben abzugeben, streiten mit Gott. Sie stellen ihr eigenes Willen vor Gottes Willen. Und solange sie das tun, wollen sie niemals so gesonnen sein, als Christus wir. Jesus selbst gibt alles, was er kann, sein Vater seinen Willen zu tun. Er tragt sich dort, so als Gott sein Üt, nimmt eine Gestalt an, als ein Knecht, und war dadurch, so als wie Menschen, geboren als ein Mensch, demütig, mühke sich gering, und war gehorsam beim Tod am Kreuz. Und auf Herken proben selbst die Christen ihren Willen aus Gottes Willen herzustellen, oder sie proben ihre Sünden zu rechtfertigen, indem sie sagen, dass sie Freiheit in Christus haben. Habe ich das mal gehört? Ich bin nu frei in Christus. Nu kann ich leben, so ich will, wie es Gottes Blut und Gottes Gnade deckt all meine Sünden tau. So schafft die Erlösung nicht. Wenn wir uns bekehren, dann Gottes Gnade deckt unsere Sünden nicht tau. Das wascht unsere Sünden weich. Er merkt uns zu was nie, nicht? Hast du nicht so dort? So. Dann soll die nicht diese Freiheit in Christus als Utrecht brücken, so ein Leben zu führen, wo der Gott nicht verherrlicht wird. Viele sagen, ich bin frei in Christus, nie kann ich leben, so ich will. Und jetzt kriegt was Wasser von der Galater 2000 Jahre 3 abproben. Und Paulus schreibt an in Galater 4, Vers 13, Brüder, jündhaft Christus zur Freiheit verhalten, das stimmt, bloß braucht die Freiheit nicht, dort Fleisch den Willen zu luten. Deint einer den anderen an Leib. Jesus in erster Priorität, wir sind Vater, seinen Willen zu tun. Und wenn wir wollen solche Sachen sein, als wir, dann machen wir den selben Verlangen haben, wir sollen Gottes Willen tun wollen. So wie wahrlich unseren Willen Gott zu geben und seinen Willen persönlich unternehmen. Liebe Geschwister, wo sind wir gesonnen? Sind wir so gesonnen aus Christus wir? Sind wir zu unseren Sünden gestorben, indem wir Christus unsere Sünden gebracht haben und seine Vergebung gefragt haben? Haben wir uns alle Mensch
Ein altes Leben mit Christus gekreuzigt, uns altes Leben uitgetragen und weichgeschmelten. Hat Gott uns zu was nicht gemerkt? Oder pro wie krieg so ein Leben zu führen, als wie mal halten vor dem, dass wir Christus fangen? Habe ich den Verlangen, Gottes Willen zu tun, oder kommt uns Willen immer weiter durchwaschen? Sei wie so gesonnen, als Christus wir. Und das ist bloß der Anleitungsgottesdienst in dieser Serie. Und mein Wünschen Verlangen ist, dass Gott uns in dieser Serie wiesen wird, wo wir wirklich gesonnen sind. Denk wie, so Jesus, wo Gott uns helfen. Amen.